freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf und dass wir heute Morgen auf Gottes Wort hören können. Bevor das ist, habe ich noch kurz was zu sagen. Und zwar einmal, ich habe draußen ein paar Zeitschriften aufgelegt von unserer Schule. Da ist gerade die neuesten Nachrichten drin. Ihr habt mitgebetet für 18 bis 20 neue Schüler. So habe ich beim letzten Mal darum gebeten, dass ihr mit dran denkt. Es sind am Freundestag, als die neue Klasse vorgestellt worden ist, 10 neue gewesen. Und an dem nächsten Tag, wo die Absolvierung der alten Klasse war, habe ich nochmal im Gottesdienst darauf hingewiesen, dass wir junge Männer brauchen und dass der Herr sie ruft. Und in dem Gottesdienst hat jemand gesagt, jawohl, ich fühle mich angesprochen. Und er ist noch mit dazugekommen. Ein richtiges Wunder, überrascht von Jesus. Und das zweite Wunder, es war ein Schweizer. Und das dritte, er kam aus der Nähe von Bern. Die sind ja immer ein bisschen langsamer, habe ich so gehört. Aber nun denn, wir sind sehr froh, wir beten jetzt wieder für 18 bis 20 neue für nächsten August. Also Platz ist da. Und ich soll ganz herzlich grüßen von unseren Schweizer Schülern. Daniel Bachmann, Jonas und Adrian Schuller. Der Adrian, das war der so als letzter Durchstarter kam. Von der Esther Mattis, Jennifer Leingruber und besonders von jemandem heute, von dem ich einen ganz besonderen Gruß weitergeben soll, und zwar an die Christine Ottenburg. Ist die Christine Ottenburg da? Mal eben die Hand heben. Wo ist sie? Da. Sie hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Gottes Segen von ihrem Sohn. Und von uns allen, oder? Ist doch, ne? Wenn jemand Geburtstag... Ist noch jemand da, der Geburtstag hat heute? Ihr traut euch nur nicht, ne? Das ist es. Nach dem Gottesdienst bitte zu mir kommen, ich habe eine besondere Überraschung für Sie. Jetzt passt sie auf, die ganze Zeit, das ist gut. Überrascht von Jesus, darum soll es heute gehen. Überrascht, wer ist heute Morgen hier? Wer möchte überrascht werden? Die ersten 10, die die Hand heben, kriegen von mir eine Überraschung. Kommt hier hin, kommt. Kommt hier hin, kommt. Ja, kommt, auf geht's. Müsst hier hinkommen, die ersten 10, auf geht's, kommt. Bitte schön. Ich muss Nachschub holen. Achtung, die ersten 10. Achtung. Bitte schön. Bitte schön. So, und ja, reicht noch. Noch einer. Wer möchte noch? Jawohl, okay. Überraschung. Ist das nicht herrlich, wenn man so eine Überraschung bekommt? Peter Mettler, du kriegst nachher noch eins. Du wolltest überrascht werden. Hier ist deins. Überrascht von Jesus. Ihr kennt das alle. Jetzt gibt es halt ein bisschen Größeres. Überrascht von Jesus. So eine Kinderüberraschung, da freut sich doch eigentlich jeder drauf, oder? Und tja, wer weiß, vielleicht wird man doppelt überrascht. Aber interessanterweise, und wo ist das dritte? Es geht um 3 Punkte heute. 3 Punkte, wo wir überrascht werden von Jesus. Die werden interessanterweise, diese Kinderüberraschungen, werden immer im Supermarkt so auf Augenhöhe gestellt, damit die Kinder das auch so richtig sehen. Was ist da wohl drin? Ich weiß nicht, wie es euch ging, so in meinem Alter, ich bin ja noch nicht alt, aber in meinem Alter, da waren das so Wundertüten, nannte man das. Oh, was haben wir da vorgestellt? Was ist da wohl drin? Und ich weiß nicht, was die neue Woche euch bringt. Welche Überraschung, welche Wunder, welche interessanten Begebenheiten vielleicht auf euch warten. Was hier drin ist, weiß keiner. Okay, da ist Schokolade drin. Aber was da noch drin ist? Und vielleicht habt ihr diese Überraschung, dass euch viele kleine Teile in dieser neuen Woche überraschen werden. Vielleicht dürft ihr sie zusammenbauen
und seht, wie der Herr euch geführt hat. Vielleicht habt ihr aber auch eine besondere Figur aus der Bibel, einen besonderen Menschen, den ihr in eurer stillen Zeit auf einmal kennenlernt, anhand des Wortes Gottes, der euch überrascht. Ein Nachfolger Jesu zu sein, das bedeutet oft viele Überraschungen zu erleben. Und die sind nicht immer nur positiv, diese Überraschungen. Jeder von uns durchlebt und durchdenkt so manches Unerwartetes vielleicht auch in dieser neuen Woche. Jeder hat mit Veränderungen zu tun in seinem Leben. Wer von uns weiß schon, was morgen passieren wird, nächste Woche? Keiner. Und genauso ging es auch zwei ganz normalen Menschen, die in der Bibel zu einem besonderen Ausflug unterwegs waren. Bitte schlagt mal auf Lukas 24. Lukas 24. Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Und jetzt wisst ihr, worum es geht. Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus und er ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Und sie sprachen zu ihm: Ja, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Tja, bei all dem ist heute schon der 3. Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren morgens früher beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zu dem Grab, fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte in ihnen allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde, kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. 3 Überraschungen erwarteten die Jünger und in diesem Text also auch euch. Lasst euch heute Morgen überraschen. Die erste Überraschung: Jünger auf Wellness-Trip. Jünger auf Wellness-Trip.
völlig enttäuscht, tief traurig, finden wir zwei Personen hier, genauer gesagt 2 Jünger Jesu auf diesem staubigen, beschwerlichen Weg von Jerusalem hinab Richtung Emmaus. Ihr müsst euch das vorstellen, 800 Meter Höhenunterschied von Jerusalem runter. Und dann gehst du runter und das ist nicht nur mal so eben. Niederschmetternde Nachrichten, gerade von dem Tod des Herrn Jesus, beherrschten die Stimmung und das Gespräch dieser beiden. Gemeinsam gehen sie alle Geschehnisse dieser letzten Tage nochmal durch. Wenn du guckst hier in Vers 13 und 14, sie redeten miteinander, heißt es da. Sie haben, und jetzt gehen die verschiedenen Zahlensachen los, circa zwischen 15 bis 30 Kilometer. 60 Stadien heißt es hier in der Bibel. Einige Umrechnungen, es gab früher verschiedene Maßeinheiten, so ähnlich wie bei der Elle, gab es auch verschiedene Einteilungen bei Stadien. Und so weiß man nicht ganz genau, wie viele Kilometer es waren, aber nehmen wir einfach die Mitte, 20 Kilometer. Man nimmt an, dass dieses Emmaus, man hat es bis heute nicht richtig gefunden, man nimmt aber an, dass es in der Nähe von Lachisch, Latrun, wenn du runterfährst von Jerusalem und fährst Richtung Tel Aviv, so auf der linken Seite, wenn du in die Talsenke kommst, da geht an dieser großen Kreuzung geht es links ab nach Latrun, Lachisch. Und da musst du erstmal von Jerusalem hier mit den Füßen mal hinkommen. Das musst du erstmal machen. Das ist nicht so, ne? Jo, lass uns heute mal ein bisschen, ne? Das Ziel der beiden Jünger, Emmaus, die Heimatstadt des Kleopas. Er ist einer dieser beiden Emmaus-Jünger. Emmaus, eine Stadt, die nur einmal in der Bibel so erwähnt wird, und zwar hier in dieser Begebenheit. Die Namensbedeutung von Emmaus, heiße, warme Quellen. Das bedeutet Emmaus. Und wenn das so ist, gerade auch in der damaligen Zeit, dann war das so ein besonderer Ort, eine Touristenattraktion, heiße, warme Quellen, da ging man hin. Viel warmes Wasser, heiße Luft zur Entspannung, Whirlpool-Atmosphäre, Saunalandschaft. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Jo, komm, lass uns mal dahin, da können wir entspannen. Der perfekte Ort, um Probleme und die Trauer in Selbstmitleid zu ertränken. Beim nächsten Saunagang, beim nächsten Aufguss, weg. Der Grund ihrer Traurigkeit, guck mal rein in Vers 19 und 20. Was ist der Grund ihrer Traurigkeit? Er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, ja, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Ihre Reaktion auf das Geschehene, das ist überraschend. Oder ich würde sagen, erschütternd. Sie waren Jünger, also sie waren doch eigentlich so mit dem Herrn. Die kannten ihn. Und jetzt schau mal hinein, was waren sie denn? Vers 17, guck mal rein, was waren sie? Vers 17. Warum seid ihr so traurig? Sie waren traurig, das hat man ihnen angesehen. Vers 21, guck mal rein, was waren sie? Hoffnungslos, wir aber hofften. Die haben gehofft, aber die Hoffnung war vorbei. Hoffnungslos. Obwohl sie so viele Dinge mit dem Herrn Jesus erlebt haben, stell dir das mal vor, die haben erlebt, wie aus Wasser ein edler Tropfen wurde. Wein. Sie haben erlebt, wie der Herr Jesus übers Wasser gegangen ist. Sie haben erlebt mit ihm, wie Kranke geheilt worden sind, wie Tote. Ja, das ist doch wohl der Hammer. Das haben sie alles miterlebt. Und jetzt? Keine Hoffnung. Was waren sie noch? Verwirrt und ungläubig.
Vers 22 und 23, verwirrt und ungläubig. Sie haben da gar nicht dran geglaubt, dass da irgendwo was passieren könnte. Kennst du das nicht auch aus deinem Leben? Da passiert irgendetwas in deinem Leben. Du kriegst auf einmal eine Diagnose in deinem Leben. Da sagt der Arzt nur ein paar Buchstaben. Krebs. Und schon, boms, ist das aus bei dir. Stimmt's? Also bei mir wäre das auch so. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Wisst ihr, auf einmal denkst du dir, Herr, jetzt habe ich mein ganzes Leben mit dir verbracht und war immer treu im Gottesdienst und jetzt auf einmal so eine Diagnose? Ich habe vor ein paar Wochen einen Mann beerdigen müssen dürfen. 44 Jahre alt. Er hat sein Leben nicht mehr auf die Reihe bekommen. Der Alkohol und die Drogen haben seine Familie kaputt gemacht, seine Ehe, sein Geschäft. Er war am Boden zerstört. Er ist weggegangen aus der Gemeinde. Er hat keine Hoffnung mehr gehabt. In der Gemeinde hat man ihn nicht aufgefangen. Aber eine andere Gruppierung hat ihn aufgefangen, die Hell Angels, eine Motorradgruppe. Sie haben ihn aufgefangen. Und das wurde seine zweite Heimat. Die Leute kamen zur Trauerfeier, die dicken Harleys, und dann fuhren sie um die Trauerhalle herum und bildeten dann so eine Ehrenformation zum Abschluss. Es wurde mir anders. Und dann die 6-jährige Tochter, die da stand. Er hatte sich das Leben genommen. Er sah keinen Ausweg mehr. Die Mutter saß da, hat geheult wie ein Schlosshund und hat gesagt, warum, Gott, lässt du das zu? Hoffnungslos, verwirrt, ungläubig. Aber was waren die Emmaus-Jünger noch? Guck mal rein, Vers 24. Sie waren orientierungslos. Sie hatten gar keine Orientierung mehr. Vers 24. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden, so wie es auch die Frauen gesagt hatten, ihn selber aber haben sie nicht gesehen. Die wussten gar nicht mehr, wo ist denn vorne und hinten? Orientierungslos, das heißt kein Ziel mehr vor Augen haben. Neudeutsch heißt das Burnout. Du kannst nicht mehr den nächsten Schritt machen. Du kannst noch nicht mal die Hände mehr falten, um zu beten. Kein Ziel mehr vor Augen. Nach den vergangenen Ereignissen und dieser intensiven Zeit mit Jesus zeigen die beiden irgendwie hier fehlenden Durchblick. Sie haben Unglaube, Erkenntnislosigkeit und Verwirrung und Traurigkeit. Das zeichnet im Moment diese beiden aus. Die Emmaus-Jünger, sie scheinen die deutlichen Unterrichtsstunden, die sie mit dem Herrn gehabt haben, und die praktischen Arbeitszeiten irgendwie vergessen zu haben. Es sieht so aus, als wäre das alles weg. Als sei die persönliche Abwesenheit unseres Herrn Jesus das Ende der Jüngerschaft. So verhalten sie sich. Anstatt mit den anderen Jüngern zusammenzusitzen und zu beten und sich daran zu erinnern, was der Herr angekündigt hat, sagen sie, wir gehen auf Wellness-Trip. Und dann fangen wir so schnell an und zeigen mit den Fingern. Das sind aber komisch. Hallo, wie steht's denn bei dir und bei mir? So, jetzt aber die ganze Woche, jetzt haben wir gerade das Wochenprogramm von dir gehört. Und so, also Entschuldigung, das ist ein bisschen viel. Irgendwann muss doch auch mal Zeit für mich sein. Also, und dann noch Gebetsstunde und dann gibt es noch irgendwo so einen evangelistischen Einsatz, machen die ja auch immer. Nee, also, nö. Irgendwann muss ich mich auch mal um mich kümmern. Und dann wird demnächst wieder irgendwo besondere Bibelabende sein oder Evangelisation. Ach nee, also, es geht doch erstmal um mich. Ich meins, mir, Herr, segne jetzt uns 4. Das ist, so verhalten wir uns doch manchmal. Ich komme zuerst. Diese Einstellung der Jünger ist nicht göttlich, sondern zutiefst menschlich. Und sie erinnert uns ganz stark an die Christen in der heutigen Zeit und vielleicht auch an dich und mich. Wir sind
so manchmal gefangen nur in unserem. Und wir sind so oft, so theoretisch reden wir über die Bibel, anstatt aus der Bibel heraus etwas zu sagen. Und genauso wie die Emmaus-Jünger, anstatt mit ihm zu reden, ganz praktisch, reden sie nur über ihn. Wir sind in Gemeinden oft umgeben von Menschen, die orientierungslos, hoffnungslos, selbstsüchtig und zutiefst traurig und ausgebrannt sind. Wie gehen wir auf sie ein? Vielleicht sitzen heute einige davon unter uns, die genau das sind. Aber kennst du das nicht auch aus deinem persönlichen Leben mit Jesus, dass du vielleicht mal an einen Punkt kommst, wo du ausgebrannt bist, wo du fertig bist? Dein Glaubensleben ist mehr zu so einer heißen Luftnummer geworden, um in der Emmaus-Sprache zu bleiben. Nur sonntags, ne? Da nimmt man sich dann die Bibel, möglichst hoch gehalten dann auch noch, dass das jeder sieht. Und dann habe ich so gedacht an die Älteren kennen das, immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Kennt ihr das Lied noch? Cindy und Bert. Für die Jüngeren, das ist nicht Sesamstraße, das ist so ein Gesangsduo. Das war Ernie und Bert. Aber Cindy und Bert, die haben das gesungen. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. So benehmen sich manchmal Christen. Immer wieder sonntags, dann bin ich Christ. Aber eigentlich sollte doch nach so vielen Jahren, und ich weiß nicht, wie viele Jahre du mit dem Herrn unterwegs bist, eine authentische, eine kindliche, vertrauensvolle Liebesbeziehung doch gewachsen zu sein zu ihm, zum Vater, zu seinem Wort. Aber irgendwie klappt es nicht. Du und ich, wir vergessen so oft und vor allem so schnell, was Jesus alles uns schon durch sein Wort gesagt hat. Je weiter wir uns von ihm und von seinem Wort distanzieren, indem wir nicht mehr bewusst beten, sondern nur noch so schnell so, indem wir in seinem Wort nicht mehr bewusst lesen, indem wir nicht mehr studieren in seinem Wort, desto weiter scheint der Herr Jesus von uns irgendwie entfernt. Wir gehen immer weiter einen Schritt zurück und noch einen Schritt und noch einen Schritt. Genauso war es hier bei den Emmaus-Jüngern. Kann der Herr Jesus denn überhaupt noch eingreifen? Der ist doch gar nicht mehr da, der ist doch tot. Da kann doch nichts mehr passieren. Selbst die ganz klare Tatsache der Engelserscheinungen von den Frauen und deren Bericht darüber, die ignorieren sie und behaupten, dass sie nur verwirrt wurden durch sie. Hier in Vers 22 und 24 bis 24. Sie sind verwirrt. Frauen, ja, typisch, verwirren einen, ne? Klar. Und die haben ja schon mal öfters eine Erscheinung. Kennst du das auch von zu Hause? Ihr Frauen, wenn ihr eine Erscheinung habt, wenn auf einmal der Mann den Müll runterbringt, das ist wie eine Erscheinung, ne? Man ist verwirrt. So, und jetzt? Gott schenkt ihnen kommen wir zurück hier, Emmaus. Gott schenkt ihnen ein deutlich ausgesprochenes Wort der Ermutigung von göttlich autorisierten Boten, also engelsmäßig. Und sie ignorieren das und belächeln das und sagen, ja, ist nicht. Anscheinend rechneten diese zwei Jünger genauso wenig mit der leibhaftigen Auferstehung Jesu, wie viele Gläubige heutzutage auch nicht mit der Entrückung rechnen. Glaubst du daran, dass der Herr Jesus heute noch wiederkommen kann? Nochmal, glaubst du daran? Ja. Ah, herrlich. Aber viele tun das nicht mehr. Jesus sagt doch selbst, dass er wiederkommt. Warum glauben wir denn nicht dran? Naja, das ist schon so lange her. Stimmt's? Das hat er doch schon vor so vielen Jahren gesagt. Er ist immer noch nicht gekommen. Aber manche denken doch genauso. Das dauert noch, das dauert noch. In Zeiten der Not und wenn du unlösbare Situationen hast, dann fehlen dir manchmal die Worte, dann ist das wie zugeschnürt hier oben. Oder wir haben dann manchmal zu viel Worte für die falschen Dinge, genauso wie die Emmaus-Jünger. Ich habe mich in diesem Sommer gewundert, wie schnell du mit Menschen ins Gespräch gekommen bist. Gerade in diesem Sommer. Du brauchtest in diesem Sommer in Deutschland, wohlgemerkt in Deutschland, Entschuldigung,
In Deutschland brauchtest du in diesem Sommer nur eine Sache sagen und du warst sofort im Gespräch. 7-1. Erinnert euch nochmal. Es tut gut als Deutscher. Vor allen Dingen nach dem gestrigen Abend. 7-1. Brasilien wird von Deutschland geschlagen. Jetzt kommt's. Okay, Entschuldigung, ihr Schweizer. Wird 7-1 geschlagen. Brasilien. Und du brauchtest nur 7-1 sagen, irgendwo, wo du standst. Und sofort drehten sich Leute rum. Ja, das war doch wohl klasse und bah, bah, bah. Sag doch einfach mal, wenn du jetzt unterwegs bist, sagst, ich glaube an Jesus. Was meinst du, wie viel sich rumdrehen? Ja, sicher, du auch? Oh ja. Das geht eher andersrum. Die zeigen dir meinen Nachnamen. Ja, es ist so, liebe Geschwister. Ich weiß, es ist manches mit Freude und Lachen heute Morgen dabei, aber es ist eigentlich bitterer Ernst. Bitterer Ernst. Wir gehen nach draußen und keiner will die Botschaft von Jesus hören. Wenn du von Jesus sprich über Fußball und die Leute sind bei dir oder sprich über Eishockey oder ich weiß nicht, was habt ihr? Bergwandern oder keine Ahnung. Und die Leute sind bei dir. Aber wenn du über Jesus anfängst, Schluss, aus. Wenn mal dich der Unglaube wieder so richtig packt, wenn du denkst, wer glaubt mir denn schon? Kann denn überhaupt noch was passieren mit meinem Nachbarn, den ich schon seit Jahrhunderten, geschätzten Jahrhunderten, Jahren einlade? Kann da was passieren? Dann möchte ich dir einen Bibelvers mitgeben. Schlag mal auf Markus 9. Und das finde ich so eine herrliche Ermutigung. Das sollte unser Gebet sein, wenn uns der Unglaube packt. Markus 9, 23 und 24. Und das sollte unser Gebet sein, deins und meins. Jeden Tag eigentlich. Markus 9, Vers 23 und 24. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, und jetzt, das musst du dir unterstreichen in deiner Bibel, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Das ist ein Gebet, das sollten wir haben, wenn uns der Unglaube im Alltag packt. Kann der Herr noch was tun? Dann erinnere dich daran, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Unser Unglaube, gepaart mit den falschen Prioritäten, die wir setzen im Leben, führen rasend schnell zu einem geistlichen Vergessen. Und dann sind wir voll in diesem, ich möchte es mal sagen, Emmaus-Syndrom. Hier in Vers 17. Was habt ihr geredet? Guck mal rein. Lukas 24 wieder. Ja, komm zurück. Lukas 24, Vers 17. Was habt ihr geredet? Warum seid ihr so traurig? Jesus möchte nicht, dass wir entmutigt und traurig sind. Im Gegenteil, er möchte uns Frieden, er möchte uns Freude und Mut für unser ganzes Leben im Dienst und im Alltag schenken. Wisst ihr, in den letzten 4 Monaten, das war nicht so schön in Breckerfeld. Nicht vom Wetter her, sondern da waren viele Umstände, die nicht so toll waren. Manches, was mich sehr, sehr mitgenommen hat. Probleme mit Schülern, Probleme mit Mitarbeitern, Finanzprobleme. Und ich war am Boden. Ich war richtig am Boden. Und dann hat der Herr gesagt, aber. Wisst ihr, was aber heißt? A-B-E-R. Alles bewältigt er rechtzeitig. Das heißt aber. Wenn der Herr aber sagt in deinem Leben, alles bewältigt er rechtzeitig. Und das hat er bei mir getan. Da kriege ich auf einmal so an einem, ich glaube, es war ein Montagmorgen, ja, war ein Montagmorgen. In meinem Büro liegt auf meinem
Wie hast du das nochmal genannt? Pult, sagt man in der Schweiz. Okay. Pult. Da liegt auf meinem Pult ein Zettel, ein großer Zettel drauf. Aber der Herr kann. Und darunter Psalm 138 und dann 2 Bibelstellen. Schlagt mal auf. Und die haben mich so ermutigt, das muss ich euch weitergeben. Psalm 138. Eine liebe Freundin des Missionswerkes hat mir das auf mein Pult gelegt. Die ist einfach in mein Büro reingekommen. Schon dreist, aber ich war froh, dass sie so dreist war und das gemacht hat. Psalm 138, Vers 3. An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen. In meine Seele kam Kraft. Und dann stand dabei, und für dich noch Vers 8. Vers 8. Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währet ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Ist das nicht herrlich? Das war eine Ermutigung. Das war eine Ermutigung. Und genau dazu hat er uns doch das hier gegeben, dieses unfassbare, herrliche Geschenk, sein Wort. Dass wir ermutigt werden. Sein Wort, die Bibel, die Heilige Schrift, die jeder von euch in seiner eigenen Sprache lesen kann. Selbst wenn du heute Morgen Übersetzung bekommst. Du hast deine eigene Sprache und du kannst die Bibel lesen. Ey, das ist sowas von Hammer. Du kannst die Bibel studieren. In Deutschland wirst du sogar noch, da macht der Vaterstaat sogar noch sein Ding auf und gibt dir noch, damit du studierst. Die Bibel studierst, musst du dir vorstellen, ist vom Staat unterstützt. Die einzelnen jungen Leute, die bei uns sind. Psalm 119, wir waren gerade, ich weiß, ich treibe euch so ein bisschen, aber wir waren gerade bei dem Psalm 119. Guck mal, Psalm 119, Vers 82. Psalm 119, Vers 82. Meine Augen verlangen nach deinem Wort und fragen, wann wirst du mich trösten? Wann hast du das letzte Mal so richtig Verlangen nach seinem Wort gehabt? Lern gerade hier, dich an die Wahrheiten an Gottes Wort zu orientieren und habe ein tiefes Verlangen danach, noch tiefer einzudringen in sein Wort. Und genau dafür haben sie hier im Mitternachtsruf den besten Prediger engagiert, den es überhaupt nur gibt. Jesus selber. Er möchte dir helfen. Und das ist die zweite Überraschung. Jesus, der Privatlehrer. Jesus, der Privatlehrer. Mitten in diese deprimierende Situation, kommt wieder zurück nach Lukas 24, in diese deprimierende Situation der Jünger greift Jesus ganz persönlich ein. Er greift ein, Vers 15, bitte. Lukas 24, 15. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Er selbst kommt mit. Er bereichert die Gemeinschaft der beiden, indem er einfach mit ihnen weiter in Richtung Emmaus läuft und sie anspricht. Wisst ihr, das ist das Fantastischste an dieser Geschichte hier. Er geht mit. Ist das nicht in Vers 15 das Herrlichste, was wir an Aussage hier haben können? Du und ich, wir erleben so einiges und wir dürfen wissen, er geht mit. Ist das nicht genial? Jesus geht mit. Auch in der neuen Woche. Das, was vor dir liegt, er geht mit. Durch seine Frage hier in Vers 17, guck mal rein, da wird sein Interesse und auch sein seelsorgerliches Herz deutlich, was der Herr Jesus hatte.
Im Gegensatz zu den Jüngern legt Jesus Wert auf eine echte Beziehungspflege. Er ist daran wirklich interessiert. Ich möchte ein Beispiel da bringen, aber das ist nicht hier vor Mitternachtsruf, absolut nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber es gibt so in manchen Gemeinden, da gibt es so Begrüßungsdienst. Dann stehen die am Eingang und sagen so jedem Hallo, na, wie geht's? Und dann geh doch mal vorbei und dann sag einfach mal, ja, dann kriegst du die Frage, hallo, wie geht's? Und dann sagst du einfach mal schlecht. Und dann sagt der dir die Hand gegeben, auch schön. Und dann merkst du, das hat er gar nicht echt gemeint, sondern das hat er nur so als Floskel in den Raum reingeworfen, damit er was sagt. Mach's doch mal, geh mal hin, aber nicht aus Show, sondern wenn es dir wirklich mal schlecht geht. Ich habe das heute Morgen auch jemandem gesagt. Der kam auf mich zu und sagte, und wie hast du geschlafen? Und da sage ich, nicht gut. Oh, gut. Bei dem Herrn Jesus war das nicht so. Er hatte echtes Interesse. Er hatte echtes Interesse. Natürlich wusste Jesus, er fragt sie, worüber redet ihr? Ist doch eigentlich lachhaft. Als wenn der Herr Jesus nicht wüsste, worüber sie geredet haben. Ne? Also er hat Humor. Aber er lässt ihnen die seelsorgerliche Zeit. Das ist der Aspekt bei dem Herrn Jesus. Er lässt ihnen die seelsorgerliche Zeit, sich ihren Kummer einfach von der Seele zu reden. Das, was ihr Herz ja so niederdrückt. Und die Reaktion der Jünger auf diese freundliche Frage des Herrn Jesus ist bezeichnend für ihre innere Einstellung. Guck mal rein, Vers 18. Guck mal rein. Ich lese es euch nicht. Guck mal rein, komm. Wie heißt es in 18? Habt ihr das gelesen? Das sind die im Vorteil, die eine Bibel haben, ne? Okay, ich sag, bist du der einzige Fremdling, der nicht weiß, was geschehen ist? Also das fand ich schon ein Hammer. Die im Grunde genommen stellen sie Jesus hier als einzig dummen, uninformierten Touristen dar, der in Jerusalem rumgegangen ist und keine Ahnung hat, was da passiert ist. Das fand ich ein Hammer. Also das fand ich schon dreist. Das ist ein starkes Stück. Als ich so gedacht habe, da habe ich die Luft angehalten. Aber jetzt stopp mal. Halt. Wie oft verhalten wir uns genauso ähnlich wie die Jünger? Wir denken, dass Jesus nicht die Ahnung hat. Herr, kümmere dich um die großen Sachen, was in Bern passiert und in Berlin und Washington und wo auch immer. Kümmere dich um Angie und diese Leute da. Das ist wichtig. Aber ich habe das schon im Griff. Ich weiß schon, was ich zu tun habe nächste Woche. Herr, kümmere dich um die wichtigen Dinge. Damals wie heute hört sich Jesus an, was wir zu sagen haben. Aber er spricht dann auch manchmal ein Machtwort. Und jetzt guck mal rein in Vers 25, was er für ein Machtwort spricht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, ihr seid unverständig zu glauben. Das bedeutet, dass sie eigentlich ihre geistlichen Ohren verstopft hatten. Ihnen wird dadurch bescheinigt eigentlich, dass sie nicht zugehört haben, was Jesus und die Propheten gelehrt haben. Außerdem sind sie träge geworden zu glauben. Und wisst ihr was? Das ist geistlicher Herztod. Geistlicher Herztod. Anders gesagt haben wir hier zwei Menschen vor uns, die sich selbst als Jünger, als Nachfolger Jesu bezeichnen, aber deren Verhalten absolut dazu nicht passt. Und jetzt wird es spannend, denn wir bekommen ganz klar gezeigt, wie der beste Umgang ist eigentlich mit unverständigen und mit trägen, gläubigen Christen. Jesus allein weiß, was ihnen hilft. Nämlich was? Vers 27. Guck rein, Vers 27. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und das war nicht nur da. Guck mal in Vers 45 im gleichen Kapitel nach unserer Geschichte. Wieder,
Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden. Also Privatunterricht. Das war gewiss langer Unterricht, wenn er ihnen alle Schriften auslegte, die sich auf ihn bezogen. Und wenn da steht alle Schriften, dann bin ich davon überzeugt, er hat auch alle Schriften ausgelegt. Das war lang. Aber wenn wir beginnen mit Gottes Hilfe, und da wird es für dich wieder persönlich, sein Wort zu verstehen, dann spielt Zeit keine Rolle mehr. Kennst du das? Du sitzt irgendwo in einem Gottesdienst, du sitzt in einem Vortrag und da vorne, der Mann, der da redet, da guckst du alle 5 Minuten auf die Uhr, wann hört der endlich auf? Und dann sitzt du in manchen Vorträgen und dann guckst du auf einmal drauf, oh, der spricht ja schon 1,5 Stunden. Nee, das bin nicht ich. Also, aber der spricht ja schon 1,5 Stunden. Wow, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Die Zeit ist verflogen. Zup. Und dann sagt er, ich muss jetzt aufhören. Und dann sagst du, mach doch weiter, mach doch weiter. Dann hat hier oben was eingesetzt. Oder auch in deiner privaten, stillen Zeit. Auf einmal wirst du gepackt vom Wort und du liest. Und auf einmal merkst du, da ist eine Stunde weg. Dann ist ein Umdenken passiert. Und genau das brauchten die Jünger und wir auch. Ein grundlegendes Umdenken, einen Blickwechsel. Weg von dem nur menschlichen Gerede hin zu göttlichem Reden. Für uns bedeutet das ganz praktisch, dass Jesus uns ganz persönlich durch sein Wort begegnen möchte. Er möchte uns beibringen, wie er ist, was er von uns möchte und dass er oftmals Riesenüberraschungen bereithält, die noch viel mehr sind als sowas hier. Privatunterricht, das ist deine stille Zeit mit dem Herrn Jesus. Das ist die Gebetszeit. Nutz diese Zeit. Er möchte dich überraschen, er möchte dich ermutigen für die neue Woche. Nimm die Aufgaben, die an dich herangetragen werden in dieser neuen Woche und bewältige sie nicht allein, sondern im Gebet und im Vertrauen auf Gottes unerschöpfliche Möglichkeiten. Dann wirst du Wunder erleben, davon bin ich überzeugt. Lass uns einmal einen näheren Blick noch in diesen interaktiven Unterricht von Jesus werfen. Interaktiver Unterricht, da denkt man, das ist so eine Sache von heute, das haben die erfunden. Nein, das ist ein alter Hut. Siehst du hier bei den Emmaus-Jüngern. Sie gehen, sie hören und sie verstehen auch noch beim Gehen. Und nochmal, so 20 Kilometer, das ist kein easy walk. Das ist nicht so, yo. Damals hügelig, steinig, Steinwüste, draußen 40 Grad. Und dann sind die ja nicht nur hin nach Emmaus, sondern die sind ja nach Jerusalem auch wieder zurück. Das heißt, bei 40 Kilometer, das machst du normalerweise nur, wenn du im Heer bist, ne? Oder Bundeswehr. 40 Kilometer machst. Wer geht? Ich hoffe, dass keiner von euch. Also ich fahre 40 Kilometer, aber gehen 40 Kilometer an einem Tag. Junge, da muss ja, Mai. Das treibt mir schon die Schweißperlen auf die Stirn. Was hat er den Jüngern da alles von sich aus dem Alten Testament erzählt? Ich habe mir das überlegt. Im Alten Testament finden wir viele Stellen, die sich konkret auf Jesus Christus beziehen, die sich auf diesen Sohn Gottes beziehen. Die Theologen nennen das Präexistenz. Theologen brauchen immer so ein spezielles Deutsch. Gerade das in diesem Text ist so bezeichnend und grundlegend. Wichtig auch für deine Zeit heute. Wir brauchen das Alte Testament. Wir können nicht einfach sagen, nur Neues Testament. Jesus selbst ist bestätigt darin im Alten Testament, indem er den Jüngern das auch beigebracht hat, was in den Schriften stand. Wisst ihr, ich habe überhaupt nichts gegen die Gideons. Die sind toll. Ich finde die klasse. Die geben die Bibeln weiter und allem. Das Einzige, was mich immer genervt hat, aber das hat mit Rechten zu tun, ich würde lieber die ganze Bibel abgeben, nicht die halbe.
Ich weiß, das hat mit Rechten zu tun und ich unterstütze auch die Arbeit der Gideons absolut. Aber ich würde lieber eine ganze Bibel abgeben. Wisst ihr, das ist so für mich, wenn du mich einlädst nach Hause und du gibst mir ein halbes Steak. Es ist schön, dass ich überhaupt ein bisschen was kriege, aber das Ganze wäre mir lieber. Das Ganze wäre mir lieber. Versteht ihr, wie ich es meine von der Motivation? Ich finde es gut, nochmal, was die Gideons tun. Aber wenn es die ganze Bibel wäre, dann würde mich das noch, wenn sie die Rechte für hätten, das ganz weiterzugeben. Das gehört für mich, AT und NT gehört für mich zusammen. Das ist nicht irgendwo eins alleine. Schauen wir uns mal nur 3 Beispiele aus dem Alten Testament an. Bitte, Sprüche 30, Vers 4. Und die sind nicht so ganz bekannt. Sprüche 30, Vers 4. Schlag mal auf. Sprüche 30, Vers 4. Sprüche 30, Vers 4. Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erden auf? Was ist sein Name? Und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Um wen geht's? Um Jesus. Jesus Christus. Psalm 2, Vers 7. Guck rein. Psalm 2, Vers 7. Psalm 2, Vers 7. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Es geht um Jesus. Und die bekannte Stelle Jesaja 53. Ihr kennt sie, schon oft gehört, 4 und 5. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. So. Wie viele Kilometer waren das jetzt gerade, die 3 Stellen? Bitte. Überlegt euch das, er hat das im Laufen nebenbei mit den Jüngern gesprochen. Und es gab damals kein iPad, iPhone oder wie die Dinger auch heißen. Er hatte das alles hier und hier im Herzen und konnte das weitergeben. Jesus' interaktiver Unterricht bringt die Jünger genau dahin, wo er sie haben möchte, nämlich in die Erkenntnis und in die Abhängigkeit von ihm selber. Während des Unterrichts sind sie jetzt am Ziel an Emmaus angekommen. Und jetzt drängt sich Jesus diesen Jüngern überhaupt gar nicht auf, denn er möchte ja gebeten werden. Guck rein, wir sind in den Versen 29 bis 31, jetzt Lukas 24. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleib doch bei uns, es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Jesus kommt nicht einfach nur so mit. Er möchte eingeladen werden. Hast du Jesus in dein Leben schon eingeladen? Hast du schon gesagt, übernimm die Lebensführung in meinem Leben? Bist du immer noch selber dran und hast es in der Hand? Übergib's doch dem Herrn dein Leben. Er möchte eingeladen werden, dann geht er auch mit. Sie erkennen ihren Meister auf einmal. Es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen, als sie nach diesem langen Marsch diese Mahlzeit eingenommen haben. Sie sehen es am Brotbrechen und auf einmal, bam, was für eine Überraschung. Nach diesem besonderen Treffen werden die 2 Jünger wieder in eine ähnliche Situation gebracht, wie sie vor ihrem Zusammentreffen es schon mal hatten, nämlich Vers 31. Guck rein, Vers 31. Jesus verschwindet vor ihren Augen und verlässt sie wieder. Sie können ihn einfach nicht mehr sehen. Wie bei dir und bei mir manchmal.
Kennst du das? Du bist auf einer Freizeit gewesen, du hast irgendwo einen Gottesdienst erlebt oder Bibeltag und dann würdest du dir so wünschen, jetzt, hier bleiben wir. In der Gemeinschaft mit Christen, in Wortverkündigung, die klar ist. Und dann möchtest du da bleiben. Und dann auf einmal, bumm, Montagmorgen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon wieder da? Wie reagieren die Emmaus-Jünger? Was tun sie? Halten sie weiter Kurs auf Wellness-Trip? Nein. Und das ist die dritte und letzte Überraschung. Jünger auf Kursänderung. Jünger auf Kursänderung, das ist das dritte. Anstatt sofort wieder traurig über das plötzliche Verschwinden unseres Herrn Jesus zu klagen, entscheiden sie sich, einen Kurswechsel vorzunehmen. Der Grund? Vers 31b, guck mal rein, Vers 31b. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. A ist es, nicht B. Sie erkannten ihn. Sofort waren sie bereit, ihren Plan nach Emmaus zu gehen, zu ändern. Und das ist die positive Überraschung. In Lukas 24, Vers 32 wird etwas über ihre Herzenseinstellung gesagt, die bestimmt jeder von euch auch kennt aus eurem Glaubensleben, wenn ihr Ja gesagt habt zu Jesus. Wie heißt es hier in Vers 32? Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Wie war das, als du Ja gesagt hast zu Jesus? Da hat es doch hier drin gebrannt, da wolltest du doch am liebsten allen Menschen von Jesus sagen. Ah. Kennst du das, wenn du morgens das Wort Gottes aufschlägst und du liest etwas und du hast vielleicht schon 100-mal die Stelle gelesen und dann auf einmal macht's, und jetzt muss ich das so sagen, wie mein Sohn, mein Kurzer, das sagt, der sagt immer, Bäm. Das ist die neue Art von den jungen Leuten, wenn irgendwas wow ist. Wir haben früher wow gesagt, die jungen Leute sagen jetzt Bäm. Und dann macht's Bäm. Wham. Dann trifft's dich und du denkst, ist das jetzt für mich da drin geschrieben? Hinein in unsere oft verfahrenen Situationen, in unseren Eigensinn, in all unsere Sünde hinein, trifft dich das Wort Gottes. In all das, was wir so professionell vor anderen verbergen oder es so darstellen, als seien wir nie schuld an irgendetwas. Oder noch heftiger, wenn wir dann auf einmal sagen, wir machen eigene Wege und dann sagen wir, ja, das ist Gottes Führung. Das können Christen ja professionell. Dabei ist das nur unser eigener Wille manchmal. Genau diese Mauern, die werden dann abgerissen. Licht fällt drauf durch das Wort Gottes. Und wir werden von dem Herrn selber aufgefordert, die Situation aus seiner Sicht zu sehen und die Dinge in Ordnung zu bringen. Vor ihm und vor Menschen die Dinge zu bereinigen. In den Psalmen wird uns dieses Brennen im Herzen auch noch mal sehr deutlich gezeigt. Psalm 39, Vers 2 und 3, ich lese es euch vor. Ich war gänzlich verstummt, schwieg auch von dem Guten, aber mein Schmerz fraß in mir. Mein Herz entbrannte in mir, durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer entzündet und da redete ich mit meiner Zunge. Psalm 39, Vers 2 und 3. Von Gottes Wort, von ihm selber wiederbelebt zu werden, das ist eine wunderbare Erfahrung. Es ging bei den Jüngern nicht um den Verstand, sondern es ging um ihr Innerstes, das Herz. Verstand ist wichtig hier oben, absolut. Den sollten wir auch nie abgeben. Aber ohne das hier, das Herz, kann das Ding hier oben nicht arbeiten. Die Mitte, das Zentrum ist entscheidend. Auf die Mitte kommt es an. Denn genau da möchte der Herr Jesus einziehen, bei dir und bei mir. Und nicht in eine geistliche Bruchbude, sondern in dein Herz, was du ihm gibst. Und genau da soll sein tröstendes, wegweisendes, korrigierendes Wort hineinfallen und auf fruchtbaren Boden aufgehen. Was ist zurzeit in deinem Herzen? Lass dir diese Frage heute Morgen gefallen. Was ist in deinem Herz?
Bist du noch von ganzem Herzen auf der Suche nach Jesu Nähe und lechzt förmlich nach seiner Gemeinschaft, genauso wie diese 2 Emmaus-Jünger hier in Vers 29? Sie nötigten ihn. Nötigst du dich selber, in Gottes Wort zu lesen? Gemeinschaft mit ihm zu haben? Wie ist es um deine Temperatur deines Herzens bestellt? Brennt es noch oder bist du schon lauwarm? Genauso wie die Jünger damals sind wir bei Jesu klaren Worten herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Diese veränderte Herzenseinstellung unserer 2 Wellnessreisenden lässt sich noch in derselben Stunde in eine Änderung ihres Tageskurses umschalten. Vers 33, da haben wir den Kurswechsel. Vom Wellnesstrip zum Zeugnismarsch. Wellness no, Auftrag yo. Auf zurück nach Jerusalem. Wisst ihr, wenn das Herz voll ist, was passiert da? Da geht der Mund über. Ist dein Herz voll mit Jesus? Die Botschaft von Jesu Auferstehung weiterzusagen, war ihnen so wichtig, dass sie gar nicht mehr daran gedacht haben, an die heißen Quellen zu gehen. Sie wirken auf uns, die wir das heute Morgen hören und als ich das gelesen habe, so richtig quicklebendig. Sie wirken, als wenn sie in eine geistliche Steckdose gepackt haben. Und dann kommt der Strom von oben. Diese Herzensveränderung und Kursänderung hielt überraschenderweise nicht nur an, bis sie in Jerusalem waren, sondern auch sogar noch weiter. Bitte, guckt mal rein, über meine Geschichte, die wir hier haben, drüber hinaus. Vers 52 und 53. Und das ist die letzte Bibelstelle, damit ihr wisst, der Vogel setzt zur Landung an. 52 und 53, ich höre gleich auf. Lukas 24, 52 und 53. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. 51. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren montags und donnerstags im Tempel und priesen und lobten Gott. Ja? Alle Zeit, das ist eine gute Übersetzung, die nehme ich auch. Alle Zeit waren sie im Tempel. Stell dir mal vor, du müsstest alle Zeit jetzt hier sitzen. Wäre das eine Freude? Unter Gottes Wort? Mit Geschwistern? Das erlebten sie. Sie waren in der Gemeinde zusammen. Ich finde das so fantastisch, wenn Leute in die Bibelschule gehen, wenn sie rausgehen in die Mission, wenn sie sich einsetzen für den Herrn, wenn sie alles, was sie haben, sogar dem Herrn hingeben. Wow! Von ganzem Herzen hatten sie Freude und beteten den Herrn Jesus an. Dein und mein Gebet sollte es sein, genauso wie diese Jünger bereit sein, sofort nach einer Lehrstunde, die du gehabt hast, mit Jesus, private Lesezeit oder was auch immer, oder auch Gottesdienstzeit, deine Richtung zu ändern. Und jetzt frage ich dich, was machst du heute nach dieser Stunde? Nicht nur offener Grill. Was machst du nach dieser Stunde mit dem, was du gehört hast? Bleibt alles wie vorher? Oder weißt du, wo du in deinem Leben vielleicht etwas zu verändern hast? Weil Gott das nicht möchte, wie du lebst. Veränderst du etwas? Jesus wird der Bedeutung seines Namens in der Begegnung mit den Jüngern absolut gerecht. Er ist der Retter aus dieser verfahrenen Glaubenssituation der Emmaus-Jünger. Und wo wir bei Namensbedeutungen sind, wollen wir uns unsere beiden Emmaus-Jünger noch zum Schluss eben angucken. Ich möchte eigentlich nicht mehr Emmaus-Jünger sagen, sondern Jerusalem-Jünger, weil sie sind ja zurück. Ein Vorname von den beiden wird uns hier im Text genannt, Kleopas. Sein Name bedeutet zum Ruhm des Vaters. Zum Ruhm des Vaters. Und sein Name war nach der Überwindung der inneren Glaubenskrise in seinem Leben Programm geworden.
Wenn wir Jesus gehorsam sind, du und ich, dann tun wir, was er uns aufträgt, seinem Wort bedingungslos glauben und vertrauen, dann ehren wir den Vater nämlich im Himmel damit. Genauso wie Kleopas das getan hat. Er hat sich von Jesus belehren lassen, erfrischen lassen und dann ist er in Aktion getreten. Der zweite Jünger entspricht ebenfalls seiner Namensbedeutung. Und jetzt guckt bitte in den Text rein. Lukas 24, 13 bis 35. Wie heißt der zweite Jünger? Guckt bitte rein. Lukas 24, die Verse 13 bis 35, das sind die Verse, die wir heute Morgen miteinander gelesen haben. Wie heißt der zweite Jünger? Wer kann es mir sagen? Wie heißt er? Ja, du musst schon lesen. Nee, Simon ist es nicht. Wie heißt der zweite Jünger? Lukas 24, 13 bis 35, bitte. Wie heißt der zweite Jünger? Wer kann es mir sagen? Wie bitte? Nein? Nein? Matthias, du warst auf der Bibelschule. Sag mir, wie heißt der zweite Jünger? Wie bitte? Du weißt nicht, wie er heißt? Also du weißt nicht, wie er heißt? Ich auch nicht. Aber jetzt habt ihr noch mal durchgelesen und das ist gut. Danke, Matthias. Ich wollte nur von dir die Antwort hören, dass du es nicht weißt. Du hattest schon die richtige Antwort, aber das hat mir jetzt dagegen gesprochen. Er wird Jünger genannt, liebe Geschwister. Was ist ein Jünger? Guck mal hier. Nachfolger. Bin ich ein Jünger Jesu, ein Nachfolger unseres Herrn? Wirst du der Bezeichnung Jünger Christi gerecht? Wenn wir alle in dieser Woche bereit sind, wahre Jünger zu sein, wird Jesus sehr viel in Bewegung setzen und eine Menge Überraschungen bereithalten. Genauso wie er es damals bei den Jerusalem-Jüngern und Emmaus-Jüngern getan hat. Das erste war Jünger auf Wellness-Trip. Die zweite Überraschung, Jesus der Privatlehrer. Und das dritte, das war die Jünger auf Kursänderung. Ein Leben als Nachfolger Jesu ist wie ein Ü-Ei, voller Überraschungen und noch viel mehr, weil Jesus dich überraschen möchte in dieser kommenden Woche und darüber hinaus. Nimm sie, die Überraschungen an, egal wie sie aussehen, das Gute und auch das Herausfordernde. Ich bin sehr gespannt, was du in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten persönlich mit dem Herrn Jesus erlebst. Mach dir ein kleines Heft und schreib dir die Überraschungen, die du mit Jesus erlebst, einmal auf. Und am Ende des Jahres guckst du da mal rein. Und dann bist du richtig überrascht, was du mit Jesus überlebst. Er möchte dich auf den richtigen Kurs bringen. Er möchte dein Herz wieder neu brennend machen, damit noch viele Menschen von seiner wunderbaren Botschaft hören und nicht für ewig verloren gehen. Das möchte er von dir und von mir. Und ich hoffe, du hast die Bereitschaft dazu. Amen. Lass uns noch beten miteinander. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir Danke sagen für deine Überraschungen, die du immer wieder neu für uns bereithältst. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns nicht im Unklaren lässt, was du mit uns vorhast, mit jedem Einzelnen. Du hast uns dein Wort gegeben. Du hast uns gesagt, dass du wiederkommen wirst und dass du bei uns bist jeden Tag. Das ist so eine herrliche Zusage, die wir in deinem Wort immer wieder neu finden dürfen. Herr, jetzt gib, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern dass wir Täter sind, dass wir etwas verändern, weil du heute Morgen uns angesprochen hast aus deinem Wort heraus. Herr, schenk Veränderungskraft an diesem Morgen bei jedem Einzelnen von uns. Herr, fang bei mir damit an. Amen.